Die Rosi schanzt den Zwiebel eine Stelle zu bei ihrer Salzburger Firma, samt den, dass die nix Gescheites nicht gelernt hat. Zuerst nimmt sie es an, aber wie es hört, dass da die Rosi dahinter steckt, steht's wieder zurück davon, weil ihrer die auch so zwider ist. Fanny und sein Alter glauben, dass er ein preußischer Stiefsohn durch die Gesellenprüfung durchgeflogen ist und verhätscheln ihm, als wir nicht gescheit. Und er lässt sich das gefallen, bis schließlich die Geschichte auffliegt. Der Brei sucht ein Spricherl zum Kundenfanger und Kathi meint, das Irrene war das Bessere. Das fällt aber durch und das Bärli gewinnt auch schön den 4. Platz. Mein Essen beim Hausart ansang haut sich der Chris auch so voll, dass er nicht mehr geradeaus schauen kann. Danach erfährt er, dass er in der Berufsschule schön auf einen Vierer steht. Wegen den fängt er wieder das Sporteln an, damit dass sein Beutel auf den Preis sein Bierwappe aufkommt. Die Uschi und Pfanni drucken der Annalena ein Geschäft aufs Auge, wo sie sich ein Holzertgewand aussuchen kann. Sie nimmt ein trachtiges, weil das, wo ihr nur besser gefallen hat, schon verkauft ist. Der Mike kriegt das mit und möchte auf der Hochzeit mit einem solchen Fetzen überraschen. Und Pfanni hilft ihm dabei. Um ein Haar fliegt es aber auf. Und damit, dass er es vertuschen kann, muss er um 120 € mit der Annalena in die Oper gehen. Der alte Brei hat Schiss, dass ihm sein Gersten da feit